Liebe Freunde der kurdischen Gitarre, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Dieses Mal wieder, wie ihr sehen könnt, ohne meine Gitarre und ohne ein neues Lied. Aber zuerst, ich hoffe sehr, dass ihr, eure Verwandte und eure Freunde von Corona verschont geblieben seid und immer noch aufpassen tut, weil Corona ist echt gefährlich, und da muss man die Vorsichtsmaßnahmen, die kosten ja kaum Anstrengung, beachten. Ja, ich bin heute nicht mit einem Lied, aber sozusagen mit dem Bruder oder der Schwester, nämlich heute mit einem Gedicht für euch da. Dieses Gedicht hier Shin, und das wird hier gesprochen von Rashad Sorgul. Der ist meiner Meinung nach ein Meister der kurdischen Phonetik, der Aussprache, und überhaupt hat er einen riesen Wortschatz, was die kurdische Sprache betrifft. Und ich mag, er hat ganz, ganz viele Geschichten und Märchen und auch bei YouTube reingestellt. Ich mag seinen Stil von Sprache. Das Gedicht hier Shin, Gulizar von Rashad Sorgul, sieht man ja hier unten. Das ist hier aus dem Buch Kezien Jenabi. Das ist hier dieses Buch hier. 78 Seiten. Muss ich gestehen, habe ich nicht geholt. Noch nicht geholt bei Amazon. Auf jeden Fall ein Gedicht. Warum ein Gedicht? Weil in der Regel sind die Lieder als Gedichte aufgeschrieben und dann hat jemand dann das Lied richtig gut empfunden und weiterempfohlen, oder der Sänger selber hat das hat das Gedicht gefunden und hat dann sozusagen vertont. Es gibt natürlich auch Gedichte, die speziell für Lieder konstruiert sind, also äh, von der Struktur her und so weiter. Dieses Gedicht, das ist das freie Gedicht. Es gibt auch andere freie Gedichte, also auf Kurdisch sagt man ja Halbasta Azad. Ich habe auch hier Bücher von Jagarhuin und Ahmadeh Khani und Malay Jaziri und so weiter und so fort. Diese alten Lieder, ehrlich gesagt, wenn man ganz viele Bücher der kurdischen Gedichte gelesen hat, vielleicht auch deutschen Gedichte gelesen hat, dann sind die einen ein bisschen langweilig mit Paarreim und Kreuzreim, und die zwingen einem ja als Schreiber, Schriftsteller in so eine Form, und man hat diese Freiheit nicht, der Kunst wirklich richtig schön zu schreiben. Warum weiß ich denn so viel? Weil ich auch selber Gedichte schreibe. Ich habe auch bei Amazon welche veröffentlicht. Ähm, und wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Oder wenn ihr eine andere Interpretation für dieses Gedicht Shin von Gulizar Rashad Sorgul vorgelesen habt. Also ich freue mich, wenn ihr mir auch direkt etwas schreiben wollt per E-Mail. Hier ist die E-Mail-Adresse. Dann kann ich ja darauf antworten. Also ihr könnt natürlich auch eure Interpretation als Kommentar auch hier bei YouTube hinterlassen. Das geht auch. Ich unterrichte auch Deutsch und hoffe deswegen, dass ich denn dieses Gedicht für euch ganz gut interpretieren kann. Und ich habe auch für Kurdisch früher gedolmetscht. Also schauen wir mal. Aber Interpretation, Gedichte, Kunst, das ist so eine Sache, ne?
Also es gibt mehrere Wege, mehrere Lösungen und ihr könnt das ein bisschen anders interpretieren als ich. Das ist ja völlig legitim und auch in Ordnung. Vielleicht von meinem Gefühlszustand her habe ich mich gerade für dieses Lied, für dieses Gedicht entschieden. Aber abgesehen davon, also wer was von Gedichten versteht und wer die kurdische Sprache sehr gut beherrscht, das ist wirklich ein Meisterstück. Und es gibt auch noch hier andere Meisterstücke meiner Meinung nach vom freien Gedicht, zum Beispiel dieses hier von Zainal Abidin Bediata. Der hat das auch so vertont. Bediate dil dehine to jala dile men u bajare susuna. Ja, ein sehr, sehr schönes Lied, Gedicht, Lied äh, und ähnlich wie dieses hier, aber wir wollen uns jetzt darauf fokussieren, dieses Gedicht zu interpretieren. Und es wäre gut, ich werde euch das verlinken, wenn ihr zuerst das Gedicht euch zweimal, vielleicht auch dreimal angehört habt und dann dieses Video weiter anseht und die Interpretation euch anhört. Ja, also dann geht's los. Das sind, glaube ich, 9 Strophen. Ich habe leider den Text im Internet nicht finden können. Deswegen werde ich versuchen, frei so für euch zu interpretieren. Das sind 9 kurze Strophen, aber kurz ist ja auch relativ. Wir fangen mal an. Also, Gedicht Schien, Schien würde ich interpretieren sagen, äh, oder anderes Wort, Schien, Hazen, äh, Darsi, so ähnlich gibt es auch in anderen Lokalkurdisch oder in anderen kurdischen Dialekten. Äh, also Trauer, Trauerzeit, äh, Trauerbesucher oder so ähnlich. Äh, und das beginnt dann so. دودچوی سترانێک لەبوو سیا من سیەکە گوه نەددا تیرێژن ڕۆژێ. Ja, Chui, du bist gegangen und ein Lied wurde zu meinem Schatten. Ja, du bist gegangen. Am Anfang weiß man nicht genau, was er meint. Du bist für ein Jahr ins Ausland gegangen oder du bist von mir gegangen, also du hast dich von mir getrennt. Kann es auch bedeuten, Stranek Busiamen, ein Lied wurde zu meinem Schatten. Ein Lied wurde zu meinem Schatten soll heißen, also ein Lied wie so eine Art Ohrwurm. Ne? Also ein Lied hat mich ständig begleitet als Schatten, Siamen. Und kann man so verstehen, ja, welches Lied eigentlich? Ist das ein bestimmtes Lied? Also vielleicht das Lied über eine gemeinsame Zukunft oder ein Lied, was sich die beiden angehört haben, kann auch bedeuten. Busiamen. سترانێک لەبوو سیا من سیەکە گوه نەددا تیرێژن ڕۆژێ. Ja, das sind wirklich sehr, sehr schöne Worte. Also zu einem Schatten. Der Schatten hat sich nicht um die Sonnenstrahlen gekümmert. Also das heißt, die Sonnenstrahlen waren dem Schatten egal. نە لە پێشیا من نەژی دوومت هات لە هێلا چەپێ
بمرد مشيا Der Schatten ging nicht vorne voraus oder folgte mir, der war links von mir und hat mich ständig begleitet, also gegen allen Naturgesetzen, Physik und alles. Der Schatten hat sich nicht um die Sonne gekümmert, also normalerweise fällt ein Schatten, je nachdem von woher die Sonnenstrahlen fallen, ne? In die andere, ja, in die andere Richtung, genau. Aber dieser Schatten ist dann ziemlich merkwürdig. Also ich finde, der hat das so richtig, das sind richtig schöne Bilder. نالينا دلي بدن هران Nalina Dlemende Hura. Ja, der Schatten hat scheinbar das Seufzen in ihm oder Schmerz, Trauer in ihm. Ja, wie soll man denn auf Deutsch übersetzen? Also hat geflochten, verwaltet, begleitet, ne? شوا تكاري مبهلي وحري از نزانم تيه كنگي لمبگر Ja, wie kannst du gehen und mich zurücklassen hier? Ich weiß nicht, wann du zurückkommen wirst. تو دچوی تت خوبن دلی من تالان دکر و دچوی Ja, jetzt die zweite Strophe, wieder der Refrain, Wiederholung, die Wiederholung. Du bist gegangen. Das heißt, du hast die Grenzen meines Herzens überfallen, vernichtet, ja, überrollt. تو دچوی تت خوبن دلی من تالان دکر و دچوی دبنرینا خویا داوی باجار دلی من خرا دکر Und du hast die Grenzen meines Herzens vernichtet, zerstört und bist gegangen mit mit deinem letzten Blick hast du die Stadt in meinem Herzen zerstört, oder? دبنرینا خویا داوی باجار دلی من خرا دکر هست Ja, du hast die Stadt in meinem Herzen zerstört. Jetzt die Stadt ist lebendig, die Stadt ist groß, die Stadt bietet Vergnügen und alles. Und ich glaube, der möchte einfach sagen, die großen Träume, die großen Gefühle, die große Lebendigkeit in meinem Herzen, also das ist die Stadt, hast du zerstört. سر هست ندهشت و دچوی Du hast kein Gefühl auf das andere gelassen und bist dann einfach gegangen, hast in meinem Herzen alle Gefühle zerstört. Also scheinbar war die Stadt aus Gefühlen. Hest, Serhest. Also das war, die Mauern, die Steine sind aus Gefühlen dieser Stadt. تو دچوی دنزانی بو دلی من جچن گوران را ببوم بری Dann die nächste Strophe, das ist dann die dritte Strophe. گوران را ببوم بری دنزانی بو دلی من جچن گوران را ببوم بری Du bist gegangen und du hast nicht gewusst, für wie viele Gräber mein Herz eine Leiche wurde. Also ich würde mal sagen, also anders gesagt, wie oft mein Herz gestorben ist. جچن هلوستان را ببو رست و جچن کل من هسران را ببو چافکانی Puh, das ist schwer zu übersetzen. و جچن کل من هسران را ببو چافکانی آن را ببوم بری جچن هلوستان را ببو رست و جچن کل من هسران را ببو چافکانی Ja, gut, also für wie oft das Herz gestorben ist, هلوستان را ببو رست و für wie viele Gedichte wurde mein Herz zum Stoff, zum Material, daraus
Gedichte gemacht چند کلمه هسران را بگو چافکانی und für wie viele Handvoll Tränen mein Herz wurde Quelle für wie viele Haufen, Handvoll Tränen. دودچوی از بحکی دمام Du bist gegangen, die 4. Strophe. Ich war wie erstarrt. من نزانی کجان ستێکا خوڕجی قاڵا چوینا تەبکرد Ich war wie erstarrt, du bist gegangen oder als du gegangen bist. Und ich wusste nicht, welcher Stern über dein Weggehen redet, berichtet. Ehrlich gesagt, Khuriji habe ich nicht ganz verstanden übersetzen können. نەزانیان دەبکەن لە هەر دەری دلیران ئەس بەلا وەلا دەبووم لەبەر دەریێن چاوێتە Ich habe mich vor der Tür deiner Augen aufgelöst. Also ich habe mich verteilt wie ein Nebel vor der Tür vor den Türen deiner Augen. و خێنجی چاوێتە تو ناونیشانان ئەس نەتحەوانم Außer deine Augen haben keine andere Adressen mich empfangen wollen. Also außer zu deinen Augen als meine Zieladresse konnte ich nicht hingehen. بووم لەبەر دەریێن چاوێتە و خێنجی چاوێتە تو ناونیشانان ئەس نەتحەوانم دودچوی برینەکە کوور دمالە پێیتە Nächste Strophe, Strophe 5. Du bist gegangen und eine tiefe Wunde blieb nach dir zurück. گەلوێ کیژە دەرمانی باش بکرایە برین Welches Medikament könnte diese Wunde heilen? کیژە لۆرینە دکاری بوو بلۆراندا وێشێ Ja, welches Wehklagelied könnte den Schmerz von dieser Wunde lindern? لۆرینە دکاری بوو بلۆراندا وێشێ و دنیشتم بخوێ مکێل داوێت برینێن خوێ Ich habe mich hingesetzt und habe selber versucht, mit ein paar Stichen meine Wunden zu nähen. باشێ مەفام دەکرد کۆ برینێن کەون کێل ناگرن Erst später merkte ich, dass alte Wunden man nicht einfach mit ein paar Stichen nähen kann. Also wirklich sehr, sehr schönes Bild, dass er selber versucht, seine Wunden zu heilen, zu flicken, zu nähen. Und erst nachdem er schon dabei war, es allein versucht hat, gemerkt hat, alte Wunden, das geht nicht mehr. Bei einer neuen Wunde ist wohl möglich, man kann sie nähen und dann wird sie einigermaßen verheilen. خوین دچوو ji dilê bêçare ji bo jinûve vegerim jiyanê li xwînê digeriyan Dabei oder deswegen oder auch wegen, weil du gegangen bist, ist Blut aus meinem Herzen entwichen. Und damit ji bo jinûve vegerim jiyanê damit ich von vorne wieder am Leben teilnehmen kann, li xwînê digeriyan habe ich Blut gesucht, habe ich Blut gebraucht, weil Blut von meinem Herzen gegangen ist. خێنجی xwîna te xwîn li xwîna min nedihat Außer dein Blut passt kein anderes Blut zu meinem Blut. Also wieder dieses Bild, sehr schön umschrieben. Also das heißt, auch wenn ich weiß, was mir fehlt, nämlich Blut, und ich das Blut suche, macht es ja keinen Sinn, weil ich weiß ja nur, dein Blut passt. Also nicht nur die
selbe Blutgruppe braucht er braucht ihr Blut. Also wir können vielleicht jetzt schon sagen, es ist ein Mann, der von einer Frau redet. Das ist immer bei kurdischen Liedern sehr, sehr oft so. Oder Gedichten, was ich dann schade finde. Aber man kann durchaus auch umgekehrt interpretieren und sagen, das ist eine Frau, die dann um den Mann trauert. Ne? Geht auch. Du dçûyî qêrînek bêdeng di qêriya. Du bist gegangen, Strophe 6, ein Schrei, ein lautloser Schrei schrie. Also das finde ich auch immer so schön. Also das heißt, den Schrei konnte keiner hören im Grunde genommen. Ja, was hat dann das für einen Sinn gehabt? Helbest ezîdiman pey û rêzgan li hev nedikirîn li wî. Ja, du bist gegangen und deswegen auch die Gedichte blieben nackt. Ja, ein Gedicht, wie kann ein Gedicht nackt bleiben, indem es nämlich keine Zeilen gibt. Also keine Zeilen, weil die Zeile und die Wörter, die konnten sich nicht einigen, weil du weggegangen bist. Also nicht mal so etwas Schönes wie ein Gedicht konnte mehr geschrieben werden, nachdem du gegangen bist. Qêrînek bêdeng di qêriya. Helbest ezîdiman pey û rêzgan li hev nedikirîn li wî bajarî. In dieser Stadt, ja, wahrscheinlich auch wieder die Stadt meines Herzens. Helbest bi kuçan diketin li peyvê xwe digeriyan. Und die Gedichte haben sich auf den Weg gemacht und haben nach ihren Worten gesucht, denn sie waren ohne Worte ja nix, ja kein Gedicht mehr. Sie waren nackt. Yên bi çavê ziwa bêhêsêr digiriyan. Bi çavê ziwa bêhêsêr digiriyan xwe digeriyan. Yên bi çavê ziwa. Ken. Das Lachen hat mit trockenen Augen gelacht. Bêhêsêr digiriyan. Kêfxweşî bi dû bêhêsêr digiriyan. Kêfxweşî bi dû teyrekî koşber ketibû ji min bi dûr vedifiriya. Also auch schöne Bilder, schöne Metapher. Das Lachen hat geweint. Das Lachen kann gar nicht weinen, aber weil du weggegangen bist, das Lachen hat mit trockenen Tränen geweint. Also ein Weinen, was man nicht sehen kann. Und weil du gegangen bist, Kefroshi, also Freude, Spaß, hat verfolgt einen Vogel, der ausgewandert ist, also der sozusagen ja, geflüchtet ist. Und diese Kefroshi, die Freude, der Spaß, ist dann hinter diesem Vogel sehr weit weg von mir geflogen. Ziwa bêhêsêr digiriyan. Kêfxweşî bi dû teyrekî koşber ketibû ji min bi dûr vedifiriya. Ev dil ji sîngê direviya. Und du bist gegangen, das Herz lief weg von der Brust, wollte aus der Brust, das Herz wollte aus der Brust raus und flüchten. Tu dişûyî şopek dima li ser her hûrdemê demjimarê. Du bist gegangen und eine kleine Spur blieb von dir auf der kleinsten Zeiteinheit. Weke ku wext ji bo tunebûna te biqîre hebû. Nur ganz wenig eine Spur blieb von dir, als ob die Zeit wegen deines Weggehens schreien würde. Nur so wenig Spur blieb von dir. Dil bibû zingê dêreke xirabe bi Xwedê dixist. Ja, auch finde ich sehr, sehr schön. Also das Herz war
wurde, nachdem du gegangen bist, wurde zu der Glocke einer Kirche, die kaputt ist, also Ruinen einer Kirche. Also das Herz schlug wie die Glocke in einer Ruine einer Kirche. Also das Herz schlägt in einem Körper, der nicht mehr so richtig fühlt und lebt, weil eine Kirche, wo dann keine gläubigen Menschen drinne sind, wo es nicht gesungen wird, gebetet wird, ist ja keine Kirche, ne? Im Grunde genommen. Also da ist kein Leben drin. Das Herz schlägt aber wie diese Glocke, die im Grunde genommen unkontrolliert einfach schlägt, egal ob es Sonntag ist oder nicht, egal ob Gläubige in der Kirche drin sind oder nicht. So ein Bild macht er von seinem Herzen. دچوی حتی نها پارسکک نێرینێکی بووم لەبەر دەریێتە. Du bist gegangen, bis jetzt war ich wie ein Bettler, Parsak, Parsak e Nerine, das heißt, ich habe gebettelt, um dich einmal zu sehen bis jetzt. Du bist gegangen. آنها دەولەمەندێ تونەبوونا دەمە. Jetzt bin ich reich, kein Bettler mehr, jetzt bin ich reich deines Nicht-Daseins. Also jetzt bin ich reich daran, dass es dich nicht mehr gibt. Ja, und das sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder, tiefgründige Bilder. تو دچوی لەسەر ویە vê erdê tu şok û nîşanek nema ku mijxware bikira hec û tewaf bikira. Du bist gegangen, es gibt auf dieser Welt keinen Weg, was ich mir zu Pilgerort klären würde, Anbetung und alles. Also ich verstehe das so, dass er dann sagt, ich habe keine Ziele mehr. Ne? Also Pilger, das ist auch ein sehr hohes Ziel, in unserer Kultur zumindest. Also ist im Grunde genommen, hat keine Ziele mehr, hat kein Interesse mehr am Leben.